don't need to hide. Just close your eyes and sing with me our sweet symphony. Come and turn the lights out. I want to believe it. I can feel it. Come and turn the lights out. I want you to sing it. It is impressive that you managed to survive this long. Grüß dich zurück im Bunker von Saltheim. Wir spazieren heute Richtung Sportplatz. Das ist da. Und vielleicht, wenn wir das mit dem Sportplatz gemacht haben, da diese Punkte, da gibt es glaube ich, was sind das, neue Punkte? Ich weiß es nicht mehr. Es tut mir wahnwitzig leid. Wir werden es aber jetzt die Scherengartenregion, die werden wir ein bisschen anders zu handhaben. Wir werden jetzt da den Sportplatz noch machen und ich werde euch, sobald ich die machen wir es anders. Ich werde die Region da, weißt du was, ich nehme die einfach mit auf die Reise, es wird sicher einiges Neues geben und den Punkt, also das ist in dort so wie ein kleiner Steg, ne? Wurscht. Ja, wir gehen einfach los und schauen, was uns am Wege passiert. Wo ist jetzt diese Mission angezeigt? Keine Ahnung. Da ist doch schon wieder respawned. Na. Ich habe das letzte Mal nicht mehr ausgerammt. Das gefällt mir uns alles dabei, ne? Weil ich nämlich nicht weiß, was wir alles noch brauchen könnten, müssten. Weißt du was, ich hau dabei auch da einer. Dann laufen wir dabei mit den 4 Waffen um und um, genau. Die Möller haben wir dabei da einer. Die Muni. Gefällt mir uns dabei. Das lassen wir alles. Weißt du was? Was ist denn da noch alles da drinnen? Das Funkgerät haben wir weg, das gefällt mir uns. Dann da haben wir 2 rüber. Na, da haben wir 1 rüber, genau. Das haben wir weg, das haben wir weg. Dort haben wir die Hälfte rüber. Ja. Wir sollten eigentlich gut ausgestattet sein. Und nun ab in Richtung Sportplatz. Aha. Theresien, du Schlingel. Sicher. Okay. Habe es da. Hier die Panzerplatten. Genau. Hier die Panzerplatten. Dann haben wir da hinten den Raketenwerfer. Und hinten den Tank am Po. Das ist der da. Genau. Wenn du natürlich die Panzerplatten herunten hast, kannst du dich da vorne auf die Knie auch konzentrieren. Naja, gut. Frage, wenn diese Trümmer jetzt schon angeschrieben sind, beziehungsweise wenn sie das schon jetzt drinnen haben, begegnen wir denen in der Scherengartenregion schon so früh? Naja, keine Ahnung. Wurscht. Wieso wird mir die Mission nicht angezeigt? Okay, vielleicht kollidieren wir ja mit dem Rivalen. Das wäre natürlich... Das wäre natürlich ein freudiges Fest der Freude. So. Und ja, ich habe Nachtschicht die Wochen. Ich höre mir vielleicht ein bisschen matschig an. Braucht man nicht. Ja, danke Respawn-System. Nö, braucht man nicht. Na.
bisschen Holz noch mit. Stolz auf Holz. So, Feuerwerkskörper. Was hast du? Da haben wir alles mit. Man könnte für dabei auf Bäusse. Ich schau nur gerade. Laufen wir mal da rüber. Da ich mittlerweile angefangen habe, No Man's Sky und No Man's Sky noch nicht, da bin ich 1, 2 noch knapp eine Stunde oder 1,5 Stunden habe ich da noch ein bisschen Spazi, aber an Generation Zero nehme ich momentan relativ zeitnah auf, also du kannst gern Tipps, Tricks, sonstiges hinterlassen. Solltest du etwas sehen, was ich noch nicht weiß. Man gut, mit diesem Base-Build-Update und dem Update, diesem Recon, weiß ich wahrscheinlich viel noch nicht. Haben wir da schon gewütet? Wenn ich das bloß wüsste. Laut einem Notfallplan, den du im Computer im Büro der Zivilverteidigung gefunden hast, versammelten sich die Einwohner von Saltheim und Iberholmen zur Evakuierung auf dem Sportplatz Saltballen westlich des Dorfes. Aber wohin wurden sie evakuiert und weshalb? Therese hat sich entschieden, zu ihrer eigenen Sicherheit im Bunker zu bleiben, was ja klar ist aber entschlossen, dir über das Walkie-Talkie zu helfen, so gut sie kann. Was auch logisch ist. In der Zwischenzeit wirst du nach Antworten auf die Frage suchen, was seit dem 10. November 1989 mit Östertörn geschehen ist. Ich weiß es aber mich interessiert eigentlich jetzt momentan nur, was sich die Entwickler rund um diese ganze Geschichte einfallen haben lassen. Sag mal. Best Snipe auf Welt. Mhm. Bester Sniper von Welt. Wahnsinn. Kruzifix. Reindirndl. Da waren es nur noch 4, drum ging ich auf ein Bier. So, das ist noch nichts. Ist ja nur gut, dass ich das Wort Bier im Mund nehme und ich trinke aber keins. Da ist noch einer. Und da ist noch einer.
Warte mal kurz. Ja, Fußball mal anders. Was hat mich da jetzt gesehen, bitte? Warte mal. Keine Ahnung. Eine kleine EMP-Zelle, die ist immer gut. Granatkastarplutonen Ingenjörsregementet. Vi behöver omedelbar förstärkning från huvudstyrkorna på åkermarkerna. Avlägg lägesrapport, kom. Ah, das ist der neue Charakter, der neue NPC, was mit integriert haben. Det här är kontroll Pontus Kovacs granatkastarplutonen. Man gut, man muss aber eins dazu sagen. Der Loot ist schon an die etwaigen Updates angepasst worden. Man gut, für mich ist es eigentlich irrelevant. Weil im Endeffekt, du laufst dann eigentlich nur mit 2, 3 Waffen um und um, die am meisten Spaß machen. Central Island, kom in. Det här är kontroll Pontus Kovacs granatkastarplutonen Ingenjörsregementet. Vi behöver omedelbar förstärkning. Ledningscentral Västland avlägg. Va? Vem är du? Jaha. Okej. Lyssna noga nu. Situationen är kritisk. Kan du möta upp mig vid Västlands ledningsbunker? Det är ett stort bergrum på södra Saltholmen. Försök hitta en militärkarta. Vi behöver få kontakt med dem. Klart slut. Suche eine Karte zum Militärpunkt Westland. Wir haben ja schon gelesen, Suche, bla bla bla. Ja, das haben wir auch schon gemacht. Nehmen wir alles mit. Wo ist denn der Rotz? Japsa! 1, 2, 3. Anderhage, evakueringen är slutförd. Återvänd till bas, kom. Löjtnant, vi låser ner Västland om 10. Rapportera status, kom. Anderhage, jävlar. Okay. Und da werden wir jetzt in die in den Pfad der Geschichte vom schwedischen Militär eingeführt. Zum Glück nimmt das Spiel Gleitgel, weil sonst darf es mal wehtun. So, Make-up, na bitte. Unser Dutscherl oder unser Zwitscherl braucht ja ein bisschen, dass es sich wenigstens einmal in Zeiten mit diesen wie ein Mädel fühlen kann. Warte mal kurz, tun wir die 3 weg. Aha, dann haben sie es zurückgemacht. Interessant. Braucht man nicht. Ja, damit. Diese Atmosphäre, was du da jetzt hörst. Was da die geil klingt, das kann ich dir sagen. Die klingt da herum irrsinnig geil. Wir haben ja den Punkt da herum auch komplett umgestaltet. Also na, da war das. Da klingt das irre geil. Nur, was ich nicht weiß, vielleicht kannst mir du das erklären. Aha. Mit den letzten Updates und mit diesem ganzen Base-Building Quake
haben sie ja, hat sie ja in der Ackerlandregion, ich glaube auch, es ist Spawnverhalten vom Reaper ein bisschen geändert, oder täusche ich mich da? Da war ja irgendwas, ne? Der ist da herunten, passt. Okay. Mappe. Was ist denn da herunten? Das ist da oben. Was da? Ich habe das jetzt eine Zeitl. Wann war das? Boah, das ist schon eine Zeitl her. Weil ich nämlich permanent immer aufgenommen habe, damals die letzten Updates, da war ja oft, da habe ich zig Stunden schon vorproduziert gehabt und dann vergisst halt einmal irgendwann einmal was. Und dann nimmst du wieder auf und dann hast lauter Probleme mit dem Spiel und dann interessiert es dich halt auch nicht mehr, gell? Der Hundi. So. Boah, ich hätte mir nie gedacht, dass ich in den Spürmans Snipern anfange. Aber warte mal, ist da unten dieser, glaube ich, ein Hunter, oder täusche ich mich da jetzt? Okay, nachgelandet hat sie. Ich hab's ja gewusst, dass da unter Hunter ist. Sag mir nicht, dein nockerten Arsch. So. Dass ich und den spüren wir mit dem Snipen auffangen, das mit einem Scharfschützengewehr, das hätte ich mir auch nicht gedacht. Na gut. Man lernt ja im Leben dazu, gell? Oder wie sie da früher immer eintrichtern haben wollen, du lernst in der Schule für die Schule. Ah, du lernst in der Schule fürs Leben. So ein Scheiß. Das Leben ist eine eigene Schule. So. Eigentlich waren ja jetzt für diese Episode knappe 30 Minuten geplant. Da ist ein Rucksack schon. Wir werden uns aber vorerst einmal zu einem, schauen, ob wir zu einem Unterschlupf kommen. Ich finde sowas voll geil. So ein kleines Nischerl. Hast du da unten so einen kleinen Steg. So wie da zum Beispiel. Ach, herrlich. Toll aussieht das Leben, ha? Fernab jeglicher Zivilisation. Ach, schön.
Jetzt schaue ich aber mal kurz auf die Karten. Ich kenne mich jetzt nämlich momentan nicht aus. Ja, passt. Ja, immer ein bisschen auf die Uhr schauen hast. Weil ich muss mich anfangen, ein bisschen runterzusteigen mit den Aufnahmen. Wir sind jetzt da in der letzten Zeit 2 Episoden zu je knapp einer Stunde vor No Man's Sky passiert. Aber das ist ja wahr, in No Man's Sky kannst du ja Stunden investieren. Armén? Är det sant? Vänta, jag byter över till rätt frekvens. Det här är Therese Knutsson. Åh, vad skönt att vi har hittat en till överlevande. Kom, Korpral Pontus Kovac. Jag är tyvärr ensam. Fienden har dödat hela min pluton. Det är tydligen flera kompanier här i skärgården som också utplånats. Kom. Was ist denn da hinten? Ja, das haben sie aber auch umgebaut, oder? Da ist schon wieder. Wow. Das kenne ich aber noch nicht. förlåt, men kan du förklara vad som har hänt? Varför har inte armén slagit tillbaka mot de där maskinerna? Kom. Inom ett dygn så var det fullt krig. Det var så många. Det har till och med rapporterats om ännu större maskiner. Det var helt brutalt. Kom. Vet du vem som har skickat dem? Och var är alla människor? Kom. Nej, ingen aning om var de kommer ifrån. Jag hjälpte till med evakueringen av civila till Västland före attacken, men sen dess har det varit radiotystnad därifrån. Kom. Radiotystnad. Alltid redo, som man säger. Klart slut. Ja, ja, allzeit bereit, aber ich darf meine neue Ski halten. Du hast da nur Glück, Therese, dass ich so viel Mitleid habe. Mitleid ist das falsche Wort. Nicht das falsche Wort, sondern eher die falsche Betonung. Ich leide mit dir mit, dass die Entwickler so relativ unhübsch animiert haben. Du wärst ja gerade eine richtige Waffe gegen die Maschinen und die taten ja alle davonlaufen. So. Da ist ja was. Okay, ich glaube, das wird ein bisschen ein längerer Durchlauf. Wurscht. Ich nehme eigentlich eh noch mehr so auf. Dass ich maximal 1 bis 2 Tage fahren bin. Okay. Ja. Eins, zwei. Da müsste irgendwo diese Relais-Antenne sein, aber wo? Da ist sie. Also das werden wir da hinten unter dem Baum verwalten.
Schauen, ob das so hier hat. Naja, ein Zü hat er wie ein Kur beim Scheißen. Da ist immer eine Drohne. Braucht die KI mittlerweile lang, bis sie die registriert. Da ist Wauzi. Ja, komm her, Wauzi. Kruzifix. Schau. Da ist noch einer. Au! Drecksau. Ah! Trottel. Wir fressen noch eins wie Gummibärchen, weil sie eben ja so günstig zum Reproduzieren sind. Okay. Habe ich da jetzt halt irgendwas von einem zweiten Rivalen gelesen? Da ist die... Ah, da herum. Resen, das kann nur ein Tank sein, genau. So, da. Kann ich alles mitnehmen? Aber ich wüsste nicht, wo ich da in der näheren Umgebung ein Versteck habe. Da am Leuchtturm, also da sind's ist und ich glaube da irgendwo ist eins. Aber wo da eins ist, weiß ich nicht. Was war denn da? Da war irgendein Militärschatz.